die wunderschöne Einleitung. Gott bereitet uns vor auf das, was er mit uns vorhat. Ist das nicht großartig? Das ist das, wo mir erstärkt ist, weil er weiss, es ist vielleicht etwas Schönes und dann dürfen wir nicht über den Haken raus. Und es ist vielleicht etwas nicht so Schönes und uns nicht so gefällt. Und da brauchen wir seine Kraft ganz besonders. Danke vielmals. Gott bereitet uns vor. Die Geschichte, die wir heute Morgen miteinander anschauen, da sind wir schon ein bisschen eingeführt worden. Das ist eigentlich, Jesus ist aus dem Tempel gekommen, wo er aufgeräumt hat mit seinem Seil, hat er die Händler rausgetrieben. Und im Nachhinein haben die Leute dann gesagt, da fragten ihn die Juden, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Gib dieses Zeichen, zeig es, warum darfst du das machen? Warum darfst du den Tempel reinigen? Warum darfst du die Menschen, die da innen doch etwas Gutes machen? Sie verkaufen doch Opfertiere, die nachher für Gott geopfert werden, für die Menschen, für ihre Sünden. Da sagen sie zu ihm, sag es, warum du das darfst. Und dann sagt Jesus, antwortete ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten die Juden, dieser Tempel ist im Jahr 46 Jahren aufgebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind da, es ist Passionszeit, wo wir ein bisschen hineinschauen, wie Jesus gelitten hat, was Jesus erlebt hat, was Jesus für uns erkämpft hat. Schon in der Zeit, bevor er ans Kreuz geschlagen worden ist. Und wir wollen miteinander jetzt ein bisschen in die Zeit hineinschauen, in den Vers, der davor steht, wo er gesagt hat, wo er die Menschen vorbereitet hat, sein eigenes Volk und seine Jünger vorbereitet hat, auf das, was kommt, so wie es uns Deborah vorher so wunderschön gezeigt hat. Wir werden uns auch ein bisschen daran erinnern, was das bedeutet, was Jesus vollbracht hat, was Jesus gemacht hat in dieser Passionszeit. Wir möchten das nicht mystifizieren, aber wir möchten drin hineinschauen und uns ein bisschen mit ihm in Verbindung setzen, Gedanken holen für ihn, was Jesus da vollbracht hat. Wenn wir jetzt aber schauen, wo das steht, das steht im Johannes 2, ganz am Anfang von Jesu Wirkungszeit. Er kommt gerade von der Hochzeit zu Kanaan, kommt der Tempel, räumt dort auf. Und das, was er da sagt, das sagt er gerade eigentlich ganz am Anfang von seiner Wirkungszeit. Nicht am Ende. Nicht in der Passionszeit, sondern dann, wo er angefangen hat wirken, hat er das seinem Volk und seinen Jüngern gerade gesagt, vorbereitet. Und jetzt wollen wir schauen, wie es weitergeht. Wir werden sehen, Jesus hat das eigentlich nie mehr gesagt im Laufe seiner 2-3 Jahre, wo er unterwegs war. Und am Ende von seiner Zeit, am Ende von seiner Wirkungszeit, hören wir, dass das wieder gesagt wird. Wir schlagen auf und hören auf ein Wort in Matthäus Kapitel 26. Dort ist Jesus vor dem Hohen Rat, wo er ausgefragt wird, wo er beschuldigt wird, wo man ihn verurteilen will. Und dort heisst, aber sie fanden keine Beweise. Sie fanden keine Beweise. Und obwohl viele falsche Zeugen auftraten, fanden sie doch keine. Zuletzt
traten zwei falsche Zeugen auf, die aussagten, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sagte zu ihm, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Aber Jesus schwieg still. Und der zweite Text, wo sich wieder auf das bezieht, der ist am Kreuz von Golgatha. Menschen, Jesus hängt am Kreuz, leidet und blühtet, hat Dornenkronen an und unterdurch gehen Menschen vorbei, schauen jemanden rauf, spotten, haben vielleicht Mitleid von Ferne, heisst, sie schauen auch die Jünger zu oder mindestens andere, die mit ihm unterwegs sind. Und da hat es Menschen, und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und ihn in 3 Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Liebe Gemeinde, ich habe ein bisschen nachgeschaut, was steht in anderen Übersetzungen. So steht es in Luther. Das Ha, das hat mich einfach geschüttelt. Ha, Jesus stieg jetzt aber. Und was habe ich da gesehen? Ein Wort heisst, in einer Übersetzung heißt, ha, du. Wir kennen, so reden wir doch miteinander. Ha, du. Und so heißt ha, du. Und eigentlich die dickste Aussage war in einer Übersetzung, was heisst, pfui dich. Können wir das fassen? Zum Gottessohn, pfui dich. Steig doch herunter, wenn du kannst. Du siehst, das hast du nicht können. Du hast den Tempel nicht können abreißen und dann wieder aufbauen in 3 Tagen. Pfui dich. Was für eine ungeheure Aussage einem Gottessohn gegenüber, der gerade dran ist, den neuen Tempel zu bauen. Und da kommt einfach der Vers aus dem Alten Testament, also im Jesaja 53 sind, wo es heisst, er war der allerverachtetste und unwertetste. Er war verachtet, er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Der Gottessohn, ha, pfui dich. Was für eine ungeheure, tragische Aussage. So weit einfach die Text, wo Jesus gesagt hat und das, was die Menschen gesagt haben. Am Anfang von seiner Wirksamkeit einen Bogen schlagen auf die Zeit von der Passion, auf seine Kreuzigung. Und ich hoffe, Sie haben gut zugelassen. Oder auch gut gelesen. Sind es die gleichen Worte gewesen, die Jesus gesagt hat? Haben die Ankläger, haben die bei ihm am Kreuz vorbeigekommen sind, die gleichen Worte gesagt, wo er? Vielleicht kennen Sie das Spiel auch. Da steht Kind oder Erwachsene in einem Kreis und der Leiter, der sagt ganz leislich etwas dem rechts ins Ohr. Und der sagt es im Nächsten. Und der sagt es im Nächsten. Und wir sind immer gespannt, was kommt am Schluss wieder für einen Text raus. Kommt der gleich raus oder ist das Ganze vertreten? Und da ist es vertreten worden, der Text, wo Jesus gesagt hat? Ja, es ist verdreht worden. Jesus hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Oder errichten. Es hätte ganz anderes Werk. Und das Volk hat gesagt, vor dem Rat und am Kreuz hat sie gesagt, ha, du hast gesagt, du werdest den Tempel abbrechen. Du werdest ihn abbrechen. Und Jesus hat gesagt, brecht den Tempel ab.
Wir merken, über die 3 Jahre haben sie das nicht vergessen, was Jesus gesagt hat. So, wie es der Bora vorhin gesagt hat, man vergisst es nicht, man ist dann vorbereitet. So haben sie nicht vergessen, das, was Jesus gesagt hat, aber so genau haben sie es nicht gewusst, weil sie es auch nicht verstanden haben. Es ist ein Ort, der Tempel ist ein Ort, wo Jesus oder die Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt hat, sie hat gesagt, die Frau hat gesagt, ihr habt es gut, Juden, ihr habt es gut, ihr habt einen Ort, wo ihr arbeiten könnt, ihr habt den Tempel in Jerusalem. Und das sagt Jesus zu ihm. Glaube mir, es kommt die Stunde und dies schon jetzt, da ihr werdet auf diesem Berg, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Und hängt ihn an, ihr werdet ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und sie hat mir einmal eine Frau gesagt, die viel zu tun hat unter dem Tag, ihrem Job, hat sie gesagt, weisst, ich habe einfach keine Zeit für zum Betten oder ich habe einfach keine Zeit, um etwas zu lesen, hat sie gesagt. Aber weisst, wenn ich dann aufs WC gehe, dort habe ich Zeit. Dort kann ich geschwind etwas lesen und dort habe ich Zeit, mit Gott zu reden. Und das ist das, was Jesus meint. Es wird der Augenblick kommen, wo die Menschen werden nicht in Jerusalem arbeiten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Einfach dort, wo wir sind, dort dürfen wir arbeiten. Das ist das, was Jesus erworben hat für sie und für mich, für die Menschen. Und wenn Jesus sagt, breche den Tempel ab, was bedeutet das? Wenn ich zu jemandem sage, ja, den kannst du abbrechen, der sollte ich abbrechen. Was heisst das? Nicht anders als, man braucht das Häuschen nicht mehr. Und das sagt Jesus am Anfang von seiner Wirkungszeit, brechen den ab, wir brauchen den Tempel nicht mehr. Ich baue einen in 3 Tagen auf. Ein neuer, etwas Besseres, etwas Größeres. Wozu ist denn der Tempel da? Wozu ist der Tempel in Jerusalem? Im letzten Sommer, wo der Pfarrer Michael Freibarghaus und seine Frau im Sabbatical waren, hat Mario Geiser, der Pfarrer Mario Geiser, Predigten gehabt zum Thema Stiftshütte. Und da haben wir ein bisschen hineinschauen. Ein bisschen spaltweit offen war, was wir gesehen haben, was in dem Tempel ist, was in der Stiftshütte drinnen war. Und die dabei waren, die wussten es noch. Der Vorhof, das Tor, die Umzäunung, der Altar, das Becken, wo man die Hände waschen kann drin, der Räucheraltar, der Schaubrottisch, der Leuchter, der Vorhang, der verrissen ist, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das Allerheiligste. Das Allerheiligste, wo man nur einmal im Jahr rein durfte. Und nur ganz spezielle Leute durften rein. Hinter dem Vorhang. Gott zu begegnen. Der Tempel ist der Ort, wo man Gott begegnet, wo man ihn findet, wo man Gemeinschaft haben mit Gott und mit ihm reden. Etwas vor den Thron tragen, das ist der Ort vom Tempel. Das ist das wunderbare Bild. Und es wäre noch unendlich viel zu sagen über den Tempel und über das, was man dort gesehen hat. Es ist der Ort für die Versöhnung. Es ist der Ort, wo wir meine Sünden vergeben werden. Es ist der Ort für die Begegnung und die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe gemeint, der Tempel ist aber auch der Ort, wo Blut fließt. Es ist der Ort, wo Tiere geschlachtet werden für den Unrat vom Menschen, für die Sünde vom Menschen. Es ist ein Ort, wo nur ein paar unserer Welt rein dürfen. Nur ein ist hinter der Vorhang. Und da sagt Jesus, reiset den ab. Ich mache alles neu. Ich mache eine bessere und größere und bessere Sachen für euch. Etwas, wo alle Nationen nützt. Der Tempel,
bei dem Tempel oder auch bei der Stiftshütte, da haben die nicht dazugehört haben zum Volk Israel, die haben nur über den Hag hineinschauen. Die haben nur reinschauen. So ein bisschen büchseln. Aber das Richtige, das Wirkliche, die Herrlichkeit haben sie nicht gesehen, die Gemeinschaft mit Gott, die haben sie nicht gesehen. Und darum sagt Jesus, reisset den ab. Ich mache einen neuen. Jesus hat den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Jesus ist unterwegs auf dieser Welt, um uns nachzuweisen, um Gott mit uns zu vereinen in einem Ort. Das heißt, ich baue einen neuen Tempel, bei dem ich, Jesus Christus, der Grund und Eckstein bin. Und wir dürfen Teil werden, Teil von der Herrlichkeit. Und ich lese noch einmal, wie wir schon gelesen haben, da am Anfang lese ich noch einmal den Text aus dem Epheserbrief. Weil das ist so eine Kostbarkeit, und es ist gut, wenn wir darauf hören, was der Paulus da sagt. So seid ihr nun, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sagt der Paulus zu den Heiden, zu den Völkern, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihre Gemeinde gehören plötzlich dazu. In den neuen Tempel, der in Jesus Christus erbaut wurde. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und jetzt müsst ihr gut hören. In dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es heißt auch noch zu einer Behausung Gottes im Geist. Zu einer Wohnung Gottes. Jesus führt uns in einen neuen Tempel hier. Er schafft für uns einen neuen Tempel, wo wir drinnen sind. Und wo wir nicht mehr einfach von außen über den Hag schauen, sondern wo wir Gemeinschaft haben mit dem lebendigen und ewigen Gott. Das ist das, was Jesus Christus da gesagt hat. Breche den ab. Ich mache einen, wo besser ist. Einer, wo die trainiert können, wo der Mensch trainiert gehört. Und er kann hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes, was Gott tut. Und vorbereitet für uns, für jeden Tag neu, dass wir dafür wissen, was kommt und dass wir gestärkt sind für die neuen Augenblicke. Und dann haben wir noch einen Text vom Petrus, im 1. Petrus 2, 6 bis 8. Dort zeigt der Petrus, nimmt er einen Vers aus dem Alten Testament und ich finde, der ist so großartig und herrlich. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zur Schande werden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Stein, ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Liebe Gemeinde, wir sehen hier, schon im Alten Testament, schon im Alten Bund wird der Eckstein erwähnt. Und der Paulus erwähnt ihn als einen bewährten Eckstein. Und ich habe einfach ein bisschen Sorge gehabt, Problem gehabt, was bedeutet denn der Eckstein? Und dann habe ich einfach mit einem Experten telefonieren oder mit dem austauschen. Und das ist also Dr. Matthias Plütsch, wir kennen ihn, er sitzt auch dort ganz hinten rein. Das ist ein Experte für Altes Testament und Experte für solche Wort- und Worterklärungen. Und er hat mir dann in einer längeren Abhandlung hat er mir dann gezeigt, was das bedeutet. Er hat mir dann gezeigt, das heisst die Hauptecke, der allererste eckige Stein. Also der Eckstein ist der
erste eckige Stein. Und er zeigt, dass das verwurzelt ist, die Grundlage. Christus als der allererste eckige Stein. Im Fundament 90% in den Mauerfluchten. Also, ja, einfach 90%. Ja, 90 Grad. 90 Grad Winkel, das sind die Ecksteine. Das ist der Jesus, wo wir nachher aufgebaut werden drauf. Und er haltet die Wand zusammen. Das ist der, der die Gemeinde zusammenhält. Das ist der, der uns als Glaubensgeschwister zusammenhält. Das ist aber auch der mich zusammenhält und jedes Einzelne führt und sagt, du hörst auf mich. Ich trage dich. Ich baue dich ein. Ich nehme dich mit. Ich lasse dich nie allein. Was für eine großartige und herrliche Aussage, die da sagt. Wir halten das gemeinsam. Sie und mich, unsere Gemeinde, die Gemeinde Wiedbau. Ich baue einen Tempel, wo es heißt, zu einer Behausung Gottes im Geist. Was für Herrlichkeit. In dem Tempel, der Sie und ich bin, wohnt er, wohne ich nicht. Will er wohnen und bin sie, ist begleiten. Ist sein Licht immer wieder ganz neu zeigen. Sagen Sie, der Bau will die Finsternis im letzten Augenblick noch verhindern. Jesus am Kreuz, am Fertigmachen von dem Bau. Und unter der Menschen sagen, ha, pfui, du schaffst es ja doch nicht. Stieg doch ab, wenn du kannst. Man merkt, dass Jesus da geblieben ist. So, er hat ausgehalten. Er ist nicht nur ein Zeugnis geworden für uns zur Erlösung, dass er uns ein Erlöser geworden ist. Er ist nicht nur der uns zusammengebracht hat mit Gott, sondern er ist am Kreuz auch ein Musterbeispiel dafür, für wen ich nicht mehr mag. Und wenn jemand sagt, wo ist nun dein Gott? So wie es im Alten Bund steht, in einem Psalm. Wo ist nun dein Gott? Haben sie gefragt. Wie manchmal haben wir vielleicht schon gesagt, aber ich mindestens, denen hilfst du, mir hilfst du nicht. So wie Hiob seine Frau gesagt hat, zum Hiob, wo es ihm böse gegangen ist, wo es ihm nicht gut gegangen ist, hat sie gesagt, sag Gott ab und stirb. Ist das nicht wahnsinnig? Und das hat Jesus nicht gemacht. Er hat sich verspotten und ist ein Beispiel geworden für uns, dass wir aushalten, dass wir dabei bleiben, auch wenn wir nichts sehen, auch wenn wir das Gefühl haben, es geht gar nicht für sie. Er hilft den anderen, aber mir hilft er nicht. Da sagt er, da bleibt er hängen und schaut weg. Und dann irgendwann sagt er noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Bau von dem neuen Tempel. Der muss erkämpft sein. Und das brauchen wir manchmal in unserem Leben auch ganz neu. Ein Kampf, wo wir einfach durchhalten. Und wo wir dürfen aufs Kreuz schauen und sagen, du bist eigentlich abgestiegen. Ich gehe mit dir weiter, auch wenn es nicht so aussieht, als wäre es gut. Warum ist Jesus denn auch nicht abgestiegen? Denn vor 1,5 Monaten hat der Pfarrer Michael Freiburghaus uns mitgenommen durch den Jona, das Buch Jona. Und im Buch Jona, ich weiss noch, hat er gesagt, am Schluss vom 4. Kapitel, Vers 11, da hört es einfach auf. Es ist einfach fertig. Und ich weiss das jemand aus der Schule, wenn wir Spiele machen, dann kommt plötzlich einer und sagt, Timeout. Timeout. Und schaut, der letzte Vers vom Jona-Buch, das ist, den sagt Gott, Timeout.
muss einer kommen, der führt den Weg weiter. Timeout, bis Jesus Christus kommt. Und ich lese euch jetzt der letzte Vers von Jona. Ich möchte einfach mit dem hören, der wunderbare Vers, der letzte Vers. Und dann immer gut lassen. Und dort redet Gott diskutiert mit dem Jona. Der, wo Mitleid hat mit seinem Rizinus, wo vertodet. Sagt Gott, und ich sollte kein Mitleid mit Ninive haben. Einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind. Und das müssen Sie gut lassen, was das für Menschen sind. Menschen, die den Unterschied zwischen rechts und links nicht kennen. Und viele Tiere. Gott sei da, ich soll mich nicht erbarmen, den 120.000 Menschen, die nicht wissen, was links und rechts ist. Und jetzt schauen wir mal die Weltgeschichte an. Wir dürfen rund um den Globus schauen. Und jetzt sagen wir, nein, da müssen wir es nicht sagen. Jetzt ist nicht so, dass da Milliarden von Menschen sind, die nicht wissen, was links und rechts ist. Es ist nicht ein enormes Durcheinander auf dieser Welt. Und darum lese ich es noch einmal. Und ich sollte kein Mitleid mit der Welt haben, einer so großen Welt, in der mehr als 8 Milliarden Menschen sind. Und da die Übersetzung im Text steht Adam für Menschen. Adam, das sind Sie und ich, und da ist die Menschheit drin eingebaut. Ich sollte kein Mitleid mit der Welt haben, einer so großen Welt, in der mehr als 8 Milliarden Menschen sind, die den Unterschied zwischen links und rechts nicht kennen. Und dazu noch viele Tiere. Merken wir, Jesus hat den Vers. Gott hat ihm den Vers wieder vor Augen geführt. Denk an die 120.000 von Ninive. Die gehen alle verloren, wenn du absteigst, wenn du nicht durchhaltest. Und das ist ein Heiland, das geblieben ist. Für Ninive, für die Welt, für unsere Gemeinde, für sie und für mich. Und dann gibt es noch ein paar Jona, die traurig sind, wenn der Rizinus stirbt, aber wo kein Verständnis haben, wenn Menschen sterben. Den hat er auch erlöst. Für den ist er auch am Kreuz gegeben. Amen.